Baruch haba auf Yiddishwach allewach. Ich heiße Eliana Sora, die Yiddishwach Aktivität-Koordinatorische. Das ist unsere zweite Woche von Yiddishwach allewach und wir wollen haben nachher Sachaktivitäten in die kommenden Wochen. Jeder guckt auf unsere Webseite jugendschuf.org und registriert sich auf mehr Aktivitäten. Am Sonntag wollen wir haben eine private Kochklasse, Harry Potter Trivia Farmers und Chumash mit Jehoiash. Ob ihr seid noch nicht auf unser Blitzpost-Regime, seid so gut und verschreibt euer Blitzpostadresse in einem Schmues oder schickt es zu waiwach@jugendschuf.org. Und ob ihr wollt anführen mit einer Aktivität, schickt den Blitzbrief zu aktivitäten@jugendschuf.org. Ich will jeden durchmachen, als wir wollen rekordieren die Session und es stellen auf YouTube. Ist Tomir wollt ihr nicht, dass euer Bild soll sich beweisen in dem Video, sollt ihr auslöschen euer Video. Ihr werdet sein verstimmt, bescheiß die Referat, bescheiß der Präsentation. Als Tomir hat ihr Fragen, sollt ihr sie reinklappen in dem Schmues. Heute nach von der Aktivität. Okay, danke, Eliana Sora. Gut, ich heiße Miriam Udel und ich bin ein Yiddish Professor in der Emory-Universität und ich habe geschrieben wegen dem jiddischen Picaresk, aber jetzt für mein zweiten Buch habe ich verinteressiert das auch in der Kinderliteratur. Und in Oktober wird herauskommen Honey on the Page, was wird alles so, mit sehr schönen Bildern von Paula Cohen, was ist eine Anthologie von knapp 50, 46, 47, hängt ab wie mit Salt Lapsiken, aber knapp 50 meistens und Lieder, was ich habe übergesetzt auf Englisch und ausgeklebt, was ist eine Sache von der Arbeit. Ja, ihr seid nicht dem Haupteulem für das Werk, aber von deswegen kann die Sammlung sein nützlich für euch, ich hoffe, zu finden, was seien die interessanten Texte für Kinder und einmal kann eine Übersetzung auf viele sein interessant für der, was kann ja reden auf Yiddish. Für Lehrer und Eltern, Seidebobes ist, ich habe gelernt, ohne schier gefährliche, schlechte Meises und Lieder und Pieces, ihr sollt nicht dürfen sie lernen und anstatt ausgeklebt die Perlen oder eine Sache von die Perlen von der Literatur. Ist heint will ich geben eine Tour von dem, von der Verschiedenheit von Erde und von Perspektiven, von Ideologien und Politik, von die, was haben geschrieben für jiddisch redende Kinder. Ist mein Buch ist geteilt in 8 Teilen Leutthemen, ja, und wie soll organisiert man ein Buch, eine Anthologie von Kinderliteratur, was ist keilel etwas 1000 Werk, 1000 unabhängige Bücher und Anthologien und euch Journalen und Asach Materialien. Ich habe es organisiert Leute am Mittel in die alte Chrestomaties. Chrestomaties seien gewesen Anthologies, aber mit pädagogischen Tafkid, ja, mit der pädagogischen Perspektive ist
man geht durch Texten in a Seder, was allein lernt etwas wegen sie. Und was ich habe gesehen in die alten Chrestomatien ist, als man hebt sich an mit alles, was ist mehr spezifisch jiddischlich, heißt es Jontoivim, jiddische Geschichte, jiddische Helden und man kehrt von die spezifische jiddische Unionen zu die mehr generale oder universale Unionen, was stehen geschrieben auf Jiddisch, aber was haben nicht davka zu tun mit Jiden und jiddische Überlebungen. Ich habe an mit Jontef-Meises, mit Shabbos und danach von Nissen bis Adar, Leuten traditionellen jiddischen Jahr. Ja, ich habe genommen ein Beispiel von jedem Teil von Buch für euch und wir wollen überlehnen zusammen auf Yiddish und öfter auf Englisch mit den Übersetzungen, kadei ihr wird sehen und bekannt sein mit der Anthologie. Das erste ist die stumme Prinzessin von Sina Rabinovich. Sina Rabinovich hat gearbeitet als Sach in Durham-Amerika und sie ist ein Perl, was ich will bringen zu allen. Sie sollen sich bekennen mit ihrem Werk. Sie hat geschrieben einen kleinen Roman für Kinder, was heißt Die Meister von der Steckele. Und das ist in der Anthologie, aber sie hat euch ein Buch von Jontef Meises, der lieber Jontef. Und die stumme Prinzessin kommt von die Meises und sie ist interessant für uns, weil sie ist Meise wegen Amagefe, ja? Und wir befinden sich mitten in einem Moment. Okay, wo ist mein Exemplar von dem Mekeures? Irra. Okay, gut. Aha, eine ist da. Okay, der Matze ist so. Es ist da ein Narrator, man weiß nicht, wer ist, aber befindet sich in Casablanca zwischen die Milchomes und ist er kommt zu Gast in ein Kinderhaus und redet mit der Mutter von Kinderhaus und der Gast sagt ein Mädel, was ist so schön. Bemerkt ihre Schönheit und wundert sich, wie kommt das ein schönes Mädel zu sein da. Und die Mutter erklärt ihre Geschichte, als ein Mensch, ein Araber, ist gekommen in Öuf von einem Kinderhaus mit einem großen Sack. Und im Sack ist gewesen ein Kind. Und zum Ersten hat sie verstanden, als das Kind ist tot, aber es ist nicht gewesen so. Okay, yes. Und der Araber hat gesagt, als sie ist ein jüdisches Kind. Von wann weißt du, als sie ist ein jüdische? Habe ich ihm gewollt haben, sie sagt, da liegen. Von wann ich weiß, als der Beudem, wo ihre Eltern haben sich mit ihr behalten, ist jetzt ledig. Als ihre Eltern seien gestorben von der Epidemie, ist sie gelaufen zum Brunnen von der Mella,
Menschen sollen sie dort sehen und Rachmones haben auf ihr. Aber von wann weißt du, als ihre Eltern seien gestorben in der Epidemie? Hab ich gewollt chappen dem Araber bei liegen. Ihr meint, Madame, als die Epidemie tötet nur Araber in der Mella? Dreht sich der chitre Araber aus von an Entfer. Die Epidemie schane wird nicht keinem in unser umreiner Mella. Sie habt euch jeden einem, wer es kommt ihr entgegen. Alle Hungrige, Durstige, Schmutzige und Schwache schlingt sie ein. Es kann sein, sie wollt euch eingeschlungen, das arme Mädel, wenn ich wollt sie nicht reingenommen zu mir in Häuser rein und gehalten dort a ganze Nacht. Ihr wollt hören die Übersetzung? Nein. Okay. Bleib auf Yiddish, sagt Raphael. Okay. Fein. Bei der Prosa will ich überspringen über meine Übersetzungen. Bei den Liedern bin ich ein bisschen stolz und ich will lernen auf Englisch. Gut. Was kommt da vor? Was meint ihr? Wie weiß man, als sie ist eine jiddische Tochter? Von dem Ort, wo man hat sie gefunden. Aber wo ist die Mella? In was für Stadt Mella ist das? is a Jewish quarter. In was für Stadt? In Casablanca. Oh, das ist Casablanca. Das ist also in Casablanca. Was ist interessant, weil die Eltern in Sina Rabinowitsches meistens seien exotisch. Nicht typisch für jüdische Meisters. Einer in Casablanca und ein anderer Meister, was kommt vor in Trinidad. Ist, wie wird man entdecken, als sie ist eine jüdische Tochter? Was meint ihr? Wer kann verrichten? Es wendet sich auf, wie alt sie soll sein. Ob sie ist alt genug, kann man bei ihr fragen, sie kennen sie die schmale Marschall. Ob sie ist zu jung, wird es sein schwerer. Versteht sie, als man bencht Licht öfter. Aha, okay. Es kommt Freitag. Und was tut man Freitag in Kinderhaus? Man gräbt sich auf Schabbos, ja, mit weißen Kleider und schöne Tischtuchen und alles. Und sie benchen Licht. Die Mutter von Kinderhaus bencht Licht und schreit das Mädel, Schabbos, Schabbos. Und sie ist gewonnen im ganzen Sturm bis dem Moment, wenn man bencht Licht. Und danach weiß man, als sie ist ein jüdisches Kind, ja. Okay, das ist von dem ersten Teil. Gut. Okay. Unser zweiter ist von Geschichte, jüdische Geschichte. Und das kommt von einem Leben, einer Biografie von Don Yitzchak Abravanel, was hat geschrieben Yitzchak Metzger, was ist ein bisschen berühmt zu lieb die Bintelbrief auf Englisch. Ist der Übersetzer von Bintelbrief auf Englisch. Und das passt für uns, weil der Teil von der langer Meise ist wegen Tisha B'Av, was kommt bald, ist rund 300.000 spanische Juden seien in einem Tag geblieben ohne Heim und ohne Dach über den Kopf. Nur der Fall, weil sie haben gewollt verbleiben Juden.
Das ist gewesen Tisha B'Av, in dem Tag, wenn beide Beis Hamikdaschen seinen Chorev geworden. Die vertriebenen Jiden haben jenem treuerdicken Tag verzeichnet für einen Tag von der dritten Churban und von der dritten Golus. Sie haben sich aber gestärkt und mutige begleit von Musik, verlost sehr lieb im Land. Asach Galochem seien noch gegangen, die Vertriebene. Und gesucht sie überzureden zum Schmad. Es ist aber Sicht gewesen, sehr mir. Kommt zurück heim, Unglück und Teut, wart auf euch in der wilder Fremd. Kommt mit uns, Christus, unser Ausleser, ruft euch. Nein, der Ausleser ist noch nicht gekommen. Wollt gewinnt doch auf der Erde, wollt Räub und Mord nicht beherrscht die Welt, haben die Jiden mit Verbitterung sie abgeantwortet. Wenn wir wollen sich abreißen von unser Stamm und von Gottes Gebot, wollen wir sterben beim Leben. Wenn wir wollen aber bleiben, behaftet mit unser Glauben und mit unser Volk, wollen wir bleiben leben, auf viele, wenn wir sollen sterben, haben die Vertriebenen auf Wanderweg einer dem anderen getreffen in der Schau von Neut. Ja, es ist interessant wie eine Biografie, weil es ist voran ein Kapitel wegen Columbus und wie Columbus ist gekommen zu die katholischen Monarchen, die König und Königin Ferdinand und Isabella. Sie sollen Gelder geben für seine Reise von Exploration, ja. Und Metzger schreibt wegen ein Neuland, was wird gefunden und es wird kommen an anderen Tag, wenn die Juden wollen dürfen an ihr Miklat und wird es stehen wie ein Neuland für sie in jener Tag, ja, was seinen Gewinn noch der Milchome. Ja. Das ist euch interessant. Gut. Okay. Jetzt kommt man zum dritten Teil, was ist Volkmeises, Wundermeises und zwischen sie Reusen und Schmaragden, Emeralds, von Judas Steinberg, was ist gewesen ein Schwesterkind von Eliezer Steinbergen. Und er schreibt so, er schreibt Volksmeister, sehr schön Volksmeister, wegen einer Zeit von Not und Hunger, wo es seien zwei Menschen in Stadt, was hungern nicht so stark wie die andere. Einer ist Hillel, was ist Tage a Tzadik, und er geht zu essen andere. Und der zweite ist Nevel, was ist sehr karg. Und es kommt ein Bettler in Stadt und er bett Brot und Hillel gibt sein letzten Stückel Brot und der Mensch gibt Hillel eine Flasche mit Wundertropfen von Wasser und er erklärt, als wo man schickt die Tropfen, wird wachsen Reusen. Ja? Und
der Sohn von Nebel, dem Kargen, will euch etwas am Matone von dem Bettler und er wendet zum Bettler und geht, das Kind gibt dem Bettler Zuckerkes und sagt, als Zuckerkes seien besser von Brot und es kommt ihm eine bessere Matone, ist der Bettler gibt ihm wunderliche magische Tropfen, was machen Schmaragden. Ja, wo man schickt die Tropfen, wird wachsen Schmaragden. Aber die Schmaragden seien mehr Klolle wie ein Bruche. Und alle, was haben gesehen, die Schmaragden, sind geworden unmutig und verbittert. Jeder hat sich der Mund an und seine eigene Zorres und in sein Friedensglück. Und einer hat dem Zweiten in die Augen nicht gekannt, gucken aus Kine und Sinne. Oftmals pflegen sich die alten Leute zusammenkleiben für Nacht und schmussendig wegen Sachen, was haben sich verlaufen und nicht verlaufen, was es wollt gedarft und was es wollt nicht gedarft sein, haben sie euch gerät wegen Nebel und seiner Dementen. Hat ein Socken gesagt, Emes, die Schmaragden sind wunderbar. Ich habe aber bemerkt, als sind Nebel ist zu uns gekommen, ist bei uns mit jedem Tag geworden weniger Fried und Liebschaft und mehr Kinder und Sinne. Der Sotten tanzt zwischen uns, Brüder. Ja? Und welcher Schmaragden Emeralds? Ja. Gut. Welcher wird gewinnen in der Meise? Die Reusen oder die Schmaragden? Eine Meise für Kinder? Dürfen die Reusen gewinnen, dürfen Liebe gewinnen. Ja, und es kommt auf so, ich will nicht verstehen, wie es endet die Meise, aber sie ist schön. Okay, das ist Teil Nummer 3. Teil Nummer 4 ist kluge Naronim. Also wie Meises von Chalamer und andere Meises von kluge Naronim. Und Dover Formen ist da. Mein Beispiel für Heint ist sein Seidens am Meise, Schleume Simons am Meise, was heißt auf Jiddisch ein offenes Tier. Und in meiner Übersetzung habe ich es übergemacht wie a deal's a deal. Und ihr werdet sein, für was? Und das kommt von sehr schön Meisebechele wegen Chachomim, Naronim, Akshonim. Ja? Und die seien Akshonim. Es ist gewesen kalter, regendicke Herbstnacht in Chelm. Der Wind hat gerissen Tier und Loden. In Mitternacht hört Avram, wie die Tür von Haus klappt. Weckt auf sein Weib Myrto und sagt zu ihr, mein Weib, hast du verschlossen die Tür? Entfällt Myrto, Mann meiner, hab gemeint, als du hast verschlossen. Ich hab die Tür nicht verschlossen, sagt Avram, geh und verschließ. Geh du und verschließ, sagt Myrto. Sagt Avram, nein, ich gehe nicht darauf in der Kälte. Und du weißt doch, als ich sag nicht, ist nicht. Sagt Myrto, die ganze Welt weiß, als der Mann ist darauf, ist das Weib ein Rabbitson. Als der Mann ist ein Schuster, ist das Weib ein Schusterke. Bist du ein Action, mein Mann? Bin ich ein Actionte.
Ich bleib euch in Bett und rühre sich nicht von Ort. Sagt Avram, du redst mit Sechel. Weißt du was? Wir wollen abmachen bei sich. Als wer von uns wird anheben, reden früher, wird gehen verschließen die Tür. Sagt Myrtle, abgemacht. Ja? Und was kommt da vor? Oh, Dank, David, Lincoln. Okay. Was kommt da vor? Ein Moment. Dort ist Avram und Myrtle, Lloyd Paula Cohens Bild, ja, und sie liegen im Bett und wer kommt rein in die Stadt auf den ersten Stock? Räubers, ja. Keinem kann nicht sein in der Heim, als man klappt da so die Tür, ja. Und sie kommen und sie nehmen auf. Und auf morgen, was tun sie? Geht Myrtle zu schachende zu borgen etwas zu essen, etwas auf Frühstück und kommt rein ein Mensch, was blanking, a barber. Scherer? A Scherer. Kommt rein ein Scherer. Und Rav Avram will nicht reden. Und will nicht reden zu sagen, nein, nein bei den Locken, nein bei dem Bord, nein bei den Päs. Bleibt im Ganzen ohne Haar auf dem Kopf, aber redet nicht. Gewinnt dem Abmach. Ja? Ist ein Action. Gut. Gewöhnlich Mann und Weib. Ja. Okay. Das ist gewöhnt Teil 4. Teil 5 ist schon ein bisschen mehr universal und wenig jiddischlich. Und das ist Maschalem und Fabeln. Und ich habe ausgeklebt die Fledermäus für euch. Oh, okay, was ihr habt nicht. Ich will lernen. Seid Michael. Und für was ist das nicht reingekommen in Google Docs, weiß ich nicht. Aber die Fledermäus von Meir Zimmelt Katsch, von sein Buch Das Teichel katscht sich auf den Beichel. Und ich will machen einen Screen Share. Ihr sollt können sehen. Okay. Die Fledermäus. Einmal ist zu dem Zoolog die Fledermäus gekommen mit der Klage. Oi, Herr Gelehrter, sie ist doch Gewalt geschrien. Ich hab Fliegel und ich kann fliehen. Und du hast mich, wie Tage, nur auf Spaß, reingestellt in Klasse, nicht von die Vögel. Wedlich es kommt aus, nur von die Schratzim, wie a proste Mäus. Machst Fledermäus siehste Weizsacke. Hat der Gelehrter ihr der Klatt dem Teretz? Sie ist wahr, als wie a Vogel fließt Tacke, nur leben lebst du wie a Scheretz. Also euch wie a Scheretz lebt der Mensch, hagam mit Fliegen von Gedank
ist gewünscht. Ja? Und von dem bin ich stolz, ich lerne auf Englisch. Once upon a time, there came a bat to a zoologist to complain, "Oh, learned sir, it's enough to make me cry. I have wings and I can fly, but as if in jest, you have me classed with the caste, not avian, as you might accordingly determine, but rather like a mouse among the vermin. Have you really come now, bat, to raise this fruitless hue and cry?" And speaking thus, the scholar did to Miss Bat an explanation broach. "It's true enough that like a bird you fly, but verily you live more like a roach. So too, the human lives just like a pest, though he may with wings of thought be blessed." Okay. Good. Das ist von Mashalem und Fabeln. Und jetzt Teil Nummer 6 ist Schuletag. Wir haben Asach, Meises und Lieder, aber zum ersten Meises von Schules, weil die Materialien hat man gemacht, vernutzt in jiddische Schules. Was habe ich geklebt von dannen? Die Kinder willen sich lernen Jiddisch von Moshe Schiffrissen und das ist einer von den Kindern, was willen sich lernen Jiddisch. Okay. Pinchas kommt in der Schule in Toms River, New Jersey. Wer wohnt in Toms River, New Jersey? Und in Vineland, New Jersey? Wer hat gewohnt dort? Jiddische Hühnerfarmers, ja, was haben gehodet Hühner, ja, und Gruppe von sie haben gemacht eine jiddische Schule für die Kinder und es ist gewaltig, weil die Kinder kommen sie gehen in Meluche-Schule in der Früh und danach, nach Mittag, kommen sie in jede Schule und lernen sie sich zu lernen und zu schreiben und zu reden mit den Seidebobes und es ist gar fein, bis dem Tag, wenn Pinchas kommt rein und man hört ein Kukurike in Klasse und der Lehrer will wissen, was kommt da vor und Pinchas muss erklären, als kommt zu der Schule mit der Schwester Sora und sie beide seinen Freund mit allen Kindern in Farm und die Kinder seinen Tage treurig. Und für was seien die Kinder treurig? Weil Sora und Pinchas spielen sich nicht mit sie. Montag bis Freitag seien sie nicht stolz. Und für was? Und die Kinder reden zusammen und Pinchas erklärt dem für eine Klasse. Ja? Das ist von Guckwinkel von den Kindern allein. Pinchas und Sora gehen in eine jiddische Schule, sich lernen Jiddisch. Und dafür kommen sie sich nicht spielen mit uns. Jiddisch haben alle Kinder genommen quaken. Ja, Jiddisch hat ausgeschrien der Hahn. Sie seien jiddische Kinder, dürfen sie kennen Jiddisch. Sie nicht. Warte, haben alle Kinder geschockelt mit dem Kopf. Ist nicht für was Bräuges zu sein auf sie, hat der Hahn ausgekräht. Und nicht was sich zu weisern, seien alle Kinder still geworden. Aber mit einmal hat sich herausgerückt ein Junghändel, abgestellt sein Reutenkamm und sich zerkräht
Und was seien wir, ha? Wir seien bei jüdischen Farmer, ja, sie nicht. Da seien wir geboren geworden, da seien wir aufgewachsen und da leben wir, ja. Seien wir jüdische Hühner, ja, sie nicht. Jüdische Avade haben alle Hühner zugequacket, ja. Sie wollen lernen Jiddisch und also kommt ein Hahn in Klasse mit Pinchasen und wird als sich auslernen sehr fein und übersagen zu die anderen Kinder in Farm danach. Ja. Okay, die seinen Schulmeisters und dem 7. Teil ist in Klassenzimmer vom Leben. Ja, meistens wegen sich lernen etwas unformell. Und das kann sein, kommt alt und sie ist geworden ein bisschen Catch-all-Kategorie, aber ich habe etwas sehr, sehr kurz und sehr fein da, wegen tiefer Psychologie. Ich meine, ja, und das ist von die polnische, kanadische Schreiber und Dichterin Aida Maze. Ja, und das heißt Fragepunkt, Fragepunkt, Fragepunkt. Als ich wollte sein du und du wolltest sein ich, wollte ich getragen deine Schicht. Mir wollt sein 8 Jahre und dir wollt sein 4. Wollt's dann gespielt mit mir? Ja, ist ein Kind von 4 Jahren, redet so ein Kind von 8 Jahren und sie ist da größer ein Loch, ein Gap zwischen was sie können tun, ja. Und ich halt, als das ist ein Lied wegen Empathie, wegen Mitgefühl miteinander, ja. Und ich halt sehr von dem kleinen Lied. Und noch ein Beispiel von sich lernen im Klassenzimmer vom Leben ist das Lied von Leib Quitko wegen Butz und die Sanitaren. Jedes Kind in Städtel, welcher Städtel, man weiß nicht, aber ein Kind in Städtel, was hat lieb zu essen und esst und esst und esst eine Sache und will sich nicht baden. Und es kommen rein in der Heim, wo es seinen nicht hocken Tate Mama, es kommen rein Sanitaren von der Regierung zu baden dem Kind mit Keuch. Ja? Und sie ist ein bisschen dunkel, aber sehr komisch und geinigdig. Oibes bleibt uns Zeit, weil ich lehne ein bisschen von Buch. Aber zum letzten Teil vom Buch, was ist Mischpoches, die jüdische Mischpoche, aber Tage Mischpoches da und dort. Und Leipzig, der kommunistische Hinterle, das ist unser Leipzig, ist da. Und euch ein moderne Mädel von Brooklyn. Und ein moderne Mädel von Brooklyn ist interessant. Das ist ein Meister von David Rodden, was ist gewesen ein Pennamen, ein Schreibnamen von Elia Levin. Und das ist interessant, weil der Hauptpersonage ist ein Mädel. Und es seien da Sachen meistens in die letzten Jahre, in die 30er Jahren und danach mit Mädchen im Center von der Meise.
und ich will lernen ein bisschen von dem. Gut, ist Sprinze. Ist ein moderner Mädel von Brooklyn. Sprinze hat lieb gehabt zu lernen als Sach. Wo sie ist gestanden und wo sie ist gegangen, hat sie sich herumgetragen mit einem offenen Buch und hat gelernt. Und hat sie sich vertieft in einem Eisele, hat sie vergessen, wo sie ist und auf was für eine Welt sie ist, weil alles, was sie hat gelernt, hat sich ihr ausgedacht, als das kommt vor mit ihr. Hat sie gelernt, als das Mädel von einem Meißele sitzt, ist Sprinze gesessen. Hat sie gelernt, als das Mädel von einem Meißele steht, hat sich Sprinze aufgestellt. Hat sie gelernt, als das Mädel von einem Meißele geht zum Kran und nimmt sich waschen das Gefäß, ist Sprinze zugegangen zum Kran, weggelegt ihr Buch bei der Seite und lehnendig sich genommen waschen das Gefäß. Und als beim Mädel von Buch ist ein Teller rausgefallen von Hand und hat sich zerbrochen, ist euch bei Sprinzen rausgefallen ein Teller von Hand und hat sich zerbrochen. Ja, das ist unsere Sprinze und sie will finden nur einen Ort, wo sie ist frei zu lernen und ihre Schwester Zirke, was kommt ihr zu bringen heim. Und sie lernt wegen einem Mädel, was ist das Kind von einem Lampzinder. Ja? Und vor ihr gefindt da ein Lampzinder mit seinem Leiter. Ja? Und sieht nicht, als sie steigt ein dem Leiter und sie bleibt da auf dem Gassenlamp, lehnendig, sehr fein, sehr beschollen. Und es kommen die Schachentes und sie sehen, als ein Mädel ist da und sie rufen die Feierlöscher zu kommen und raten Sprinzen, ja, von ihrer Lampe, wo sie lehnt. Sie ist mein letzter Held im Buch. Ja? Okay. Ich nehme Fragen oder etwas, ein bisschen lernen von Butz und die Sanitaren, wie ihr wollt. Seien da Fragen? Ja, ich will etwas fragen. Das ist ein Buch mit Kindern meistens, aber als man sagt, ein Kind, in was älter, zum Beispiel, wenn ich trachte von Kindern meistens, trachte ich von Leon Elba, Jingele Ringele, ein Buch von jüdischen Kindern meistens. Wir sind gut für Kinder, wir sind alt 4 Jahre bis efter 6. Efter ein bisschen höher, aber es dachte sich mehr als die allermeistens, was ihr hat zugestellt, da seien für Menschen, für Kinder, was seien schon bei Mitzvah oder herumdem. Sie ist gar gemischt, weil ich habe ein bisschen Lernelbe und ich habe etwas für Kinder von, lass mir sagen, 5, 6 Jahre alt. Mein Kind von 4 Jahren, halt, als die meiste von Avram und Myrtle ist sehr komisch. Ja? Ist nicht kein Gon, aber mit der Klaren, die Pratim, kann ein kleines Kind haben von die meisten. Aber es geht bis was heint wollt man betrachten YA, Young Adult. Ja? Mit am meisten von der Stackele und Don Yitzchak Bravanel. Aber die Mehrheit von den meisten seien für älter Elementarkinderlich. Ja, von 8 bis 12, wollte ich sagen. Ja.
Miriam, ich habe eine Frage, das wird Benjamin. Bitte ich zu sehen? Ja, David Roden ist ein Pseudonym. Eine Frage aber wegen Romanen. Was sind die besten, direkt schon wegen YA, und ich nehme an, es ist nicht gerade Gelegenheit, reinzunehmen, ganze Romanen in deine Anthologie. Aber was sind die besten Kinderromanen, was du hast entdeckt? Und das ist, dachte mir, es ist eigentlich schwer von mir zu finden, passige Sachen für die Kinder. Für mein Geld wollte ich gesagt, der jiddische Pipes, sehr fein. Das ist Judelmark? Judelmark, ja. Und die Sprinzenmeise, sie sind nicht kein Roman, nur verbindende Meises. Und was noch? Ringele. Ringele, euch Meister. Meise mit der Steckele. Meise mit der Steckele? Ja, von Sina Rabinovicin. Okay, ja. Ich kann schon gelegen mit Sati, Engel, Ringel, Schwemo. Okay. Sie hat gewonnen. Oh, yes. Was hast du lieb zu lernen auf Jiddisch? Ja. Ein Kind. Man kann fragen. Ich glaube, das Experiment. Was lernen wir letztens? Was hast du lieb? Was noch übergelernt zum Satan Morschein, Dem ersten Teil von Dr. Ois. Dr. Ois tut weh und das Kugelschneider. Das sind die letzten zwei. Okay, ja, das Kugelschneider. Das ist sehr fein. Aber die Steckele, das ist immer Rabinovich. Und die Meises euch von, die alle Meises von Schleimer Simon, sie seien, David, sie seien Tage fein. Ja. Das ist ein Jeches. Jenes Sprinzerbuch von David Roden ist ein neues Buch Meises. Was heißt Sprinzer Meises? Modner Mädel von Brooklyn heißt es. Schon okay. Ja. Danke. Modner Mädel von Brooklyn. Und hat euch geschrieben, die 3 Barimer, was ist keiner der? Ja, das ist... Es schmeckt ein bisschen mit Pop-Frontism, aber... Ja, euch. Das ist euch gewesen. Ja. Ich muss man sagen, als Harry Potter ist etwas, was die Kinder wollen lieb haben. Ja, Cyril hat das gelernt, sehr gern. Ja. Noch Fragen? Ein bisschen putzen die Ausgabe, ist das zweisprachige oder nur auf Englisch? Das ist nur auf Englisch, aber ich will machen ein Regime mit die Linklach zu die jiddische Meises, was wird leben auf der New York University Press Webseite. Das wird sein wie ein Instructional Supplement für die, was wollen nutzen in Klassenzimmer. Entschuldigung, nicht verschreiben. Oder Bildbücher für Kinder auf Jiddisch. Ja und nein. Es seien herausgekommen als Sachbücher und Bilder bis die Mitte 20er oder die 30er Jahren. Aber die Bilder, was wir haben von den Originellen, seien äußergewöhnlich. El Lissitzky und Tage, sie seien Tage Hochkunst. Etliche von sie seien in meiner Anthologie von den originellen Bildern. Oh, okay. NYU-Verbindung und ein Discount-Code. Einen Moment. Weil es ist Tage billig mit einem Discount-Code. $21. Du hast nicht hören, die meiste Dinge von Engel und Ebergott. Okay. Ist das und 30% Hanoche. Ja, ist mit dem $21 ist Chaneke soll man geben etliche Exemplare.
Alle Freund, absolut. Okay. Die, was willen bleiben und hören ein bisschen von Boots? Kenn ich. Ja, schon koech mehr, ich darf leider. Mit Hoffar was? Dank für kommen. Ich hoffe sehr, dass man ich muss ein Beispiel. Das ist ein Risikounternehmung. Ja, schon koech. Okay. Putzen die Sanitaren, zum Quitken. Okay, für was es öffnet sich nicht die Jiddisch, weiß ich nicht, aber okay, ihr könnt es finden auf Jiddisch. Seid mal ho. Ich habe gehabt alles organisiert. Okay. 263. Okay, Leb Quitko. Boots und die Sanitaren wird Boots and the Bath Squad. Off somewhere in a shtetl far flung lived a boy, one of those guys with shining eyes and cheeks for weeks and such a tongue. To him, a book might as well be a brick. Just keep the sweet crepes coming quick, and pancakes and dumplings for his tummy's grumblings, plate after plate, and then a smidgen more he ate. Before the boy could even swallow, he'd wink and check what more might follow. Hey, is there anything left in the pot? He'd overturn it on the spot. And hey, when you're gorging and noshing, who so much as thinks of washing? And hey, when there's strudel and fruitcake for grazing, who so much thinks of bathing? No soap for him, no water to squirt. He was completely encrusted in dirt. Oh, I meant to share my screen with you. The thing was bound to come to pass. The door had opened up, alas, without so much as a knock. And who should come in a flaxen smock, so tall and thin? Der Sanitar, the bathman. And then another, and yet another, neither smaller than the other. Thus spake the bathman, no more, no less. Why, that's him, yes! And he pointed out the lad. Soon as his words reached the boy's ears, one of his eyes filled up with tears, and the dumpling he was eating, well, it knew not what to do. That dumpling got stuck in his throat mid-chew. The bathman sang out shrill as trumpets metal, cold is going round the shtetl. What a punk, what a craw, such filthy funk, his dirty maw. Grab that boots, that grubby schlub, drag him over to the tub, turn on the taps, no time to cuss it, hurry. Get him to that faucet. Oh, yes. Das ist Boots, ein bisschen von Boots. Und das ist alles. Ein bisschen ähnlich zu Heint, mit dem Cold going around, or skating around. Ja, das ist eigentlich ähnlich, ja. Sehr gefährlicher wie ein Kalt, der Verkehrung. Ja. Miriam, du kennst den Tchaikovsky-Lied Moide dir? Moide dir ist sehr, sehr ähnlich, ja. Und sie seien gewähnt Freund.
Tchaikovsky und Leib Kvitko. Tchaikovsky is given like a sort of a sponsor von Kvitko. Und auf Yiddish hat Kvitkos Werk gehabt, sie seien gedruckt in etliche zwischen 3.000 und 10.000 Exemplaren. Und auf Russisch, zu lieb Tchaikovskys Hilfe, hat man gedruckt seine Werk in Übersetzung auf Russisch in 10 Millionen Exemplaren. Ja.